weil der den meisten Schaden macht. Huch! Das bist dann du für einer. Edgars Roboter. Der sieht auch mal interessant aus. Er sieht ein bisschen so paramilitärisch aus an der Gatling mit der Offiziersmütze. Dann auch noch mit dem roten Arm, was ein bisschen wie ein Monokel aussieht. Irgendwie erinnert er mich an der Oberst Klink aus Ein Käfig voller Helden. Nur dass der Oberst Klink nie in der ganzen Serie auch jemals an einer Gatling-Gun gestanden hätte. Aber dann kriegen wir auf jeden Fall noch locker geknackt. So schwierig ist der jetzt auch nicht im Vergleich zu den Gegnern, die wir vorher gehabt haben. Vor allem hat er einfach noch viel Rambazamba um sich. Wow, scheiße. Ackermann. Du solltest dich auf jeden Fall nochmal heilen, weil der Hund ist tot. Habe ich gerade gemerkt. Verdammt nochmal. Dann solltest du als nächstes deinen Hund wiederbeleben. Das bin nämlich ich. Ich muss noch mal ein bisschen näher dran. Ackermann. Bitte mich wiederbeleben. Und als nächste Amtstat hätte ich ganz gern, dass du einen Krafthauch auf mich wirkst. Als Hund, dein Getreuer. Sehr schön, ich überlebe den ganzen Quatsch. Dann kannst du jetzt nochmal eine Kosmokraft auf uns beide machen. So, dann als nächste Amtstat bitte eine Gigakraft. Weil der Ackermann ist kurz vorm Verrecken und dann endet das ganze Spiel, wenn der stirbt. Das ist nicht so gut. So, dann sollten wir auf jeden Fall mal aus dem Weg gehen von seinen Geschützen. Ackermann, hin. Ackermann, du Blödmann. Wo bist denn du? So, jetzt dringendst nochmal einen Krafthauch auf uns beide. So, gut. Als nächstes hätte ich ganz gern ein Kraftfeld auf uns beide. Und dann wäre noch eine Superschild nicht verkehrt. So. Gut. Jetzt sind wir wieder so weit aufgemotzt. Da haben wir jetzt auch die nötige Manpower wieder für sowas. Und können auch ein bisschen Schade ausdehnen bei dem Hansel. Das hat gereicht. Ackermann erreicht Level 33. Meine Fresse, also Level 40 bis 50 ist zwar nicht nötig, aber der macht ordentlich Ärger. Da ist er. Da ist der eigentliche Übeltäter. Ja, du verwäscht bezahlen. Mensch. Ackermann erreicht Level 33 und Leverwasch Level 32. So nebenbei. Nicht so vorlaut, Blechämer. Nee, ich verliere meine Kraft. Und ich meine Kosmokraft. Aha, er hat anscheinend die Energiezelle rausgeholt. Und hat ihn woanders gejagt. Edgar hat's Gebäude verlassen. Sieht aus, als ob sein Schiff abgelaufen wäre. Hey, Prof. Was wird denn jetzt aus Evermore? Gute Frucht. Keine Ahnung. Edgar hat die böse Kreatur in Evermore erschaffen. Und jetzt, wo sie deaktiviert sind, schätze ich, dass alles wieder normalisiert wird. Und als wieder lässt der Zauber noch. Aber guck doch mal selber hier. Ich werde dich noch Evermore beamen mit meinem Projekt Nullmatic Subtrator. Mal gucken. Drück mal hier drauf und sieh mal da. Jo, das sieht gut aus. Alle hopp, das heißt, die ganzen Gegner, die wir hatten, waren anscheinend mechanische Kreaturen von Edgar erschaffen. Interessant. Irgendwie krass die Vorstellung, dass die ganze Kreaturen wie Raptoren, Pflanze und so weiter eigentlich mechanische Dinger waren, die von Edgar erschaffen worden sind. Oder dass das tatsächlich organische Dinge waren, die der Fantasie von einem Roboter entsprungen sind. Weil das Ganze ist ja eigentlich mit Fantasie aufgebaut worden. Oder ist das einfach alles programmiert und es ist eine rein digital-mechanische Welt? Ach, sehr interessant der Gedanke.
Wobei ich finde, dass man sich das halt eher vorstellen kann als 1995, was das Digitale angeht. So. Boah, das erinnert mich an den Monsterkampf in Milchtüte-Massaker. Na, ich schätze Evermore wird von einer gewaltigen Explosion zerstört wäre. Durch die Deaktivierung vom Edgar ist das Gleichgewicht von den Kräften aus der Vogel gerodet. Jetzt rennt er wie so ein Blödmann durch die Gegend rum. Was mache ich nur? Was mache ich nur? Was mache ich nur? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Die einzige Möglichkeit, alles zu retten, ist Evermore zu verlassen. Ja, renn weiter hier auf und ab, das macht's besser. Wir sollten jetzt gehen und unsere Freunde mit uns nehmen. Oder Evermore wird nie lang sein Name gerecht wäre. Das stimmt allerdings. Ja, renn noch ein bisschen weiter rauf und runter, während hier die Welt explodiert. Alles wunderbar. Kann ich mich bewegen? Nee, natürlich nicht. Oh, komm schon, Kerl. Du Einstein für Arme. Und? Oh, jetzt geht's aber los. Ja, dann sollten wir hier weg, mein Lieber. Da kommt einiges auf uns zu. Ich schätze, die Kiste schafft's nicht. Ackermann, du musst nochmal zurückkehren. Du musst Zora, Hector und Gunilla finden. Dann erst kennen wir heim. Das ist Evermores einzigste Hoffnung und unsere auch noch. Ja, wir werden's schon packen. Wir schätzen unsere Chance ein. Mal gucken, ich kondifusioniere die Formel und dekratiniere die. Dann Fünftelwurzel, Polynomie dividiert und 2 im Sinn. Dummschwätzer, du. Ja, der Erfolgschancen sind gleich 0. Trotzdem, dabei sei es alles. Komm schon, Leverwurst, unsere Freunde warten bereits auf uns. Was ein Idiot. Ach, Mann, die Chancen sind gleich 0. Die ergebe ich. Okay, jetzt muss ich dann anscheinend automatisch die Sequenz hier genießen. Wobei... Ah nee, das läuft alles automatisch. Ist alles zum Abspann. Gehörig. Wenn's Erdbeben schlimmer wird, ist das ganze Dorf verloren. Für immer und ewig. Du hast recht, das Erdbeben war noch nie so stark wie jetzt. Zora, du musst mit uns kommen, immer mal mit untergehen. Und wir sind auch noch der Grund davor. Schlauer Bär, jetzt hieß leb wohl, sag ich, dank der unter anderem Dorfbewohner. Ich hab das so viel zu verdanken. Und jetzt wird die Welt wegen mir zerstört, kannst du mal verzeihen. Feuer, ach, Zora, hör auf zu kreien, das BW ist nicht deine Schuld, sondern von dem Dachschädel Ackermann, Zora. Es ist meine Schuld, ganz allein meine Schuld, ich muss euch verlassen. Können wir gehen, Zora? Moment noch. Schlauer Bär, ich werde dich vermissen. Ich weiß, Glenny, ich weiß. Aber jetzt gehst besser, du herrschst doch Evermore. Wir werden immer an dich denken. Kleines Feierabend. Ich finde es irgendwie total assi, so als Abspannsequenz. Das ist wirklich wie der Kapitän, der sein Schiff verlässt, wenn es sinkt. Also ohne Witz, hier geht echt alles vor die Hunde. Wir kommen so her, hallo, kannst du mal gehen? Für die andere Leute ist leider kein Platz. Und sie nur so, ich muss jetzt leider weg. Sorry, Leute, ihr könnt hier verrecken, ist mir grad Bums. Also die Lektion ist schon ein bisschen assi, muss ich sagen. Mal gucken, wie es beim Hector aussieht. Wo rennen wir aber auch wieder alle herum. Oh, die haben die neue Hundestatue wohl aufgebaut. Ich glaube, die Erdbeben werden schlimmer. Du hast recht, mein Freund. Ich hoffe, es bricht keine Panik aus. Als doch wird's schlimmer als beim letzten Sommerschlussverkauf. Hector! Hector! Gut, beruhig dich doch erst einmal. Was ist denn da los? Evermore geht unter, wir müssen abhauen. Abhauen? Ich kann doch hier nicht fort. Doch, jetzt lass uns mal gehen. Die Welt ist nicht unsere Welt. Und je länger wir bleiben, desto schlimmer wird's. Hector, wenn der Buch recht hat, dann sollten wir lieber schnell verschwinden. Keine Sorge, ich werd's Kind schon Schaukler. Ich glaub dir, mein Freund. Du bist ein guter Mann, Moronius. Du, ach, Hector, Lektor. Genug schwafelt, wir müssen jetzt los.
Vor allem Moronius von Moran wie Dummkopf. Eigentlich auch ein sehr schöner Name. Moronius, dann wohl die lateinische Verballhornung auf Moran wie Dummkopf, Idiot. Moronius, genau. Oh, jetzt sieht es aber schon arg zapperduster aus. Jetzt muss nur noch die Dick mitkommen. Ach du liebe Zeit, da ist ja schon der ganze Himmel grün. Das sieht nicht gut aus. Das sieht echt nicht gut aus. Und die Episode wird halt wahrscheinlich über 30 Minuten gehen. Da habt ihr auf jeden Fall nochmal richtig schönes Finale. Oh Gott, ich habe solche Angst. Gunilla, wir müssen gehen. Evermore geht unter. Keine Zeit für Erklärungen. Gunilla, mein Schatz, verlass mich doch nicht. Du hast den Jungen gehört. Die Burg gehört dir. Na, das ging ja fix. Also die Königin ist wohl Annie, die nicht lang fackelt und ihr Wohl über alle andere stellt. Beim Hector hat man es wenigstens erklärt. Bei der Zora Zottelzopf gab es noch einen rührseligen Abschied. Aber jetzt, ja. Mann, oh Meter. Jetzt wieder hoch zur Raumstation. Der Prof-Eissacker. Und dann nichts wie ab mit uns. So, die Gunilla, die Zora, Hector. Da sind sie alle miteinander. Heieiei. Die Bibliothekarin, das Kind und der Historiker. Beeilen euch, Leid, wir müssen zurück nach Großostem. Die Zeit wird knapp. Und Ackermann und Leverwasch, die sollten Achtung hier. Oh, adios Edgar, wir sehen uns auf der anderen Seite. Ja, den hat er deaktiviert. Da hat er die Kraftzelle rausgenommen, nämlich mal. Ja klar, die Gunilla will natürlich als erste weg. Dann die Zora und zum Schluss der langsame alte Hector. Und wo ist eigentlich der Ackermann? Das bleibt ihm wie viel Zeit? Ja, das wäre natürlich bitter, wenn wir diejenigen wären, die zurückbleiben müssten. Hoffentlich packt das. Na, aber ich kann es nur vollziehen. Ich würde ziemlich schnell weggehen wollen. Aber die Sekunde hätte auch noch warten können. Komm schon, Leverwurst. Los, jetzt. Es wird schon der Katz kommen. Wir wollen doch noch Großostem zurück. Und das mit den Maschinen, die schon am Explodieren ist. Hoffen wir mal, dass es uns wieder zurück nach Deutschland führt. Noch Großostem. Ja, sieht so aus, als wäre mein Großostem wieder gelandet. Wo alles in Englisch steht. Wow, das kam gut. Und der Hund ist wieder der Terrier. Hallo Leverwurst. Toll, dass du alles gut überstanden hast. Endlich ist alles wieder normal. Großostem, es hat sich nichts verändert. Ich frage mich, ob die Nintendo Nintendo nicht doch mal Fantasie beflügelt hat. Wow. Noch voll gegen die Münzparkuhr gerannt. Ich glaube mir die Antwort. Im Theater oder im Kino weg Secret of Evermore gespielt. So, da sind jetzt die wieder gelandet. Endlich sind wir wieder daheim. Gerade noch rechtzeitig. Allerdings. Jetzt gehe ich erst einmal zu meiner Frau. Die müsste inzwischen 63 Jahre alt sein. Ich glaube, ich werde Evermore vermissen. Und ich meine Sahnetorten. Was wohl aus Evermore werden wird? Ja, die werden glücklich sein ohne Eich, Außerweltler, denke ich. Ach ja, das hat sich jetzt auch erledigt. Das war's Spiel. Das war Let's Play Secret of Evermore auf Pelzig, ihr liebe Leid. Ja, alle sind sie wieder zurückgekehrt zum Schluss. Die Welt Evermore hat die Störfaktoren aus Großostheim wieder weggekriegt. Das heißt, die Welt kann jetzt wieder für sich selber sorgen oder sie geht in einem Knall unter. Das werden wir wahrscheinlich im Abspann noch sehen. Hauptsache ist, dass der Ackermann wieder gut daheim ist. Und in Prähistoria sehen wir jetzt
Und dass die anderen natürlich auch wieder in Evermore sind, aus der 60er Jahre. Wir sind in Prähistoria, die haben überlebt, der neue Häuptling ist der schlaue Bär. Damit haben sie auch die schlaueste Wahl getroffen, der wird zwar noch 2-3 Jahre machen in etwa, und dann schmiert der auch ab, aber was soll's, es wären gute 2-3 Jahre, während der schlaue Bär hier Sage hat. Ja, der Mann und sein Bu gehen in die Dschungelreihe. Und was bleibt mir noch zu sagen? Es ist ein schönes Spiel für zwischendurch. Oh, Jeremy Soule, von dem kommt die Musik. Von dem kommt auch die Skyrim-Musik, soweit ich weiß. Ja, Moronius, der hat in alle Lachen mal jetzt anscheinend Saga. Entschuldigung, ihr liebe Leute, da war noch was Saftiges im Hals. Thomas Görg war auch mitunter für den Text verantwortlich. Ja, der König hat zertrümmerte Burg Terrorfels und gibt jetzt Anweisungen an den Gallenstein, der wegrennt. Ach ja. Also ich persönlich finde, Secret of Evermore ist ein nettes Spiel für zwischendurch. Es ist keins von den großen Brüllerspiele, wie das jetzt Terranigma ist oder Secret of Mana. Gallenstein und Nierefels fliegen mit ihrem Mittelaltervehikel noch durch die Luft am Turm vom Nierefels. Und es ist einfach ein schöner Zeitvertreib für zwischendurch. Es kann meiner Meinung nach nett mit JRPGs mithalten wie Final Fantasy und so weiter und so fort. Terranigma, Illusion of Time und so. In der Freakshow werden die mechanische böse Ichs als Freaks präsentiert und die jaulen kräftig. Ja, also die JRPGs sind, was Super Nintendo angeht, meiner Meinung nach tatsächlich viel besser. Und natürlich an Ackermann und seinen tapferen Hund Leverwurst. Vielen Dank. Das Ende. Ja, viel besser im Sinne, was Story, was Charaktere, was vor allem Tiefgang angeht. Das hat mir ein bisschen bei Secret of Evermore gefehlt, der Tiefgang. Und auch die Spiele-Engine war lässt ein bisschen zu Wünsche übrig. Ansonsten finde ich aber, dass es Witz hat, es hat Charme, es hat Humor, es hat Charakter. Die Charaktere sind jetzt nicht absolut flach, aber es ist schon wirklich so große Hommage an die 90er Jahre allein mit dem, was der Hauptcharakter die ganze Zeit für dummes Zeug babbelt, wie der Filme verballhornt, wie er 90er Jahre Umstände verballhornt, wie Fake That und so weiter und so fort. Aber ich muss sagen, es hat mir wieder gefallen, es hat mir wieder Spaß gemacht, das für euch zu spielen und euch mal wieder so ein Stück von meiner Kindheit zu präsentieren, weil Secret of Evermore ist einfach ein Stück meiner Kindheit und es war das Spiel, was ich 1996 persönlich geschenkt gekriegt habe als Big Box. Dementsprechend wollte ich das unbedingt auch euch präsentieren. Und mein nächstes Let's Play wird dann wieder ein etwas größerer Titel meiner Meinung nach, weil Secret of Evermore war ein schöner Lückefüller für das, was jetzt kommen wird. Und zwar kommt, auch wenn mir Kra unbedingt Chrono Trigger näherlegen wollt, das wird als übernächstes kommen, kommt als nächstes von mir Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. Das war der große Titel, den meine Schwester als Big Box damals gehabt hat für das Super Nintendo und es wird mir höllisch Spaß machen, das zu spielen, weil das habe ich auch früher rauf und runter gespielt. Und im Gegensatz zu Secret of Evermore sind die Secrets dort eigentlich relativ leicht zu finden. Und es ist auch ein sehr lineares Spiel und ich hab das schon oft genug gespielt, dass ich auch weiß, wie ich da weiterzukommen habe. Und da werde ich dann nicht so häufig hängen bleiben, wie es hier bei Secret of Evermore der Fall war. Ach du liebe Zeit. Aber ich glaube, ich weiß auch nicht, wie ich es mache. Ich habe jetzt so die Aufnahme noch nicht gesehen. Es kann sein, dass ihr das als große 40-minütige Aufnahme seht. Es kann aber auch sein, dass ich mich entschieden habe, wenn es eben passt, einen 20 Minuten Cut reinzumachen, dass wieder was ohne Abmoderieren stattfindet, dass ihr eben nicht 40 Minuten am Stück hocken müsst. Da muss ich nochmal gucken. Das wird sich zeigen. Und jetzt kommt noch ein Secret Ending. Der Edgar putzt nochmal der Teleporter. So ist es gut, Edgar. Putze, koche, Katzfiedre, Klos reinige. Und keine weitere Versuche, die Welt zu beherrschen. Okay. Gut. Ich hätte ihm irgendwie so Lobotomie-Einheit gegeben oder so, dass das
größere Denkaufgabe verhindert. Und was macht er jetzt mit seinem Staubwedel? Er grinst blöd und reibt sich verschwörerisch die Hände. Tja. Sieht wohl so aus. Bis bald. Sieht wohl so aus, als wäre das nicht das endgültige End. Ach ja. Jetzt haben wir auch noch das Secret Ending gesehen. Es tut mir leid, dass ich auch in dem Spiel so viele Secrets nicht gekriegt habe. Das ist wahrscheinlich einfach nur dem Umstand geschuldet, dass ich das nicht so häufig durchgespielt habe. Es tut mir leid an der Stelle, wenn ich nicht so viele Easter Eggs und so gefunden habe für euch. Aber es ist ja in erster Linie Let's Play, um Spaß zu haben. Und ich hoffe, das hat es euch gemacht, dass es euch Spaß gemacht hat und dass ihr euer Fred gehabt habt. Wir sehen uns dann morgen zum neuen Let's Play, und zwar Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. Also machen's gut, ich hoffe, ihr habt euren Spaß hier gehabt. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, das zu Let's Player. Und bis morgen dann zum neuen Super Nintendo Klassiker auf meinem Kanal. Ayan Yankee.